Amen, Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ihr Lieben, schön an diesem Vision Sunday mit euch nach vorne zu schauen. Und bevor jetzt gleich hier der geistliche Rat vom ICF hier auf die Bühne kommt und dann sagt, wie es in unserer Zukunft denn weitergehen wird, möchte ich euch kurz noch was weitergeben von mir, ein Heartbeat, wo mir seit einigen Wochen und Monaten so jetzt auf dem Herz ist. Ich lese zurzeit ein Buch von einem Manuel Herder, ist das herausgegeben worden. Das ist der Urenkel von Bartholomäus Herder, kennen die alle. Das ist der Gründer vom Herder Verlag, für diejenigen, die es nicht wissen. Ein großer deutscher Buchverlag, der theologische Bücher und andere herausbringt. Und jetzt zum Jubiläum von dem Herder Verlag hat der ein Buch rausgebracht, einen dicken Schenken, mit dem sinnigen Titel Was kommt, was geht und was bleibt. Zu den großen Fragen unserer Zeit. Und er hat ganz viele Leute angeschrieben und gefragt, ob sie einen Beitrag dazu schreiben. Unter anderem auch der Alain Berset hat auch noch was drin schreiben dürfen. Und das Buch hat mich inspiriert. Nicht so sehr von den Inhalten, von den verschiedenen Aufsätzen, sondern vor allem von dem Titel. Was kommt, was geht, aber was bleibt auch. Was heißt das auch mit unserem ICF zu tun? Was kommt? Und ich möchte gleich zu Beginn sagen, was mir am Herzen ist, wenn ich an die Zukunft denke. Ich habe Lust auf Zukunft. Ich habe wirklich Lust auf Zukunft. Ich freue mich auf die Zukunft und derjenige, der jetzt denkt, ja, der wird pensioniert. Nein, denkt dann, ist nicht so lustig wie meins, wenn du morgens aufstehst und so. Nein, ich habe wirklich Lust auf Zukunft. Ich weiß, ich stehe auch mit der Aussage vielleicht da und dort ein bisschen konträrer, auch zu Dingen, die in der Gesellschaft stattfinden. Menschen, auch gerade auch für die jüngeren Generationen, wo etliche von euch ja sich auch noch dazu zählen. Manche bezeichnen sich als letzte Generation und sehen eher sorgenvoll und auch zum Teil ängstlich in der Zukunft, weil da große Fragen, große Themen umher sind, die einem wirklich Sorgen machen kann. Ich sage es gleich zu Beginn, mit keinem Wort möchte ich das irgendwo kleinreden, diese Probleme. All die großen Fragen, ob das vom Klimawandel ist, ob das von Energiefragen ist, von Demokratie, von Kriegen, wo momentan stattfinden, von Ernährung und so weiter, das sind wirklich wichtige Fragen und die muss man auch ernst nehmen. Und ich darf mir einfach schnell beiseite wischen und ein bisschen fromm daher tun. Nein, das ist wichtig. Aber wir als Christen hinter drin auch wirklich eine große Möglichkeit, einen Unterschied zu machen. Nein, ich habe Lust auf Zukunft, weil auf der anderen Seite, nämlich neben den großen Fragen und Problemen, die es gibt es aber auch durch all die Jahrzehnte und Jahrhunderte auch riesen Fortschritte in unserer Menschheit, wo wirklich Dinge besser geworden sind. Nicht nur schlechter, sondern wirklich Dinge besser geworden sind. Ich habe vor etlicher Zeit die Seite Human Progress entdeckt und ich lade dich dazu ein, das wirklich mal anzuschauen. Die Seite, da kannst du ein Geburtsdatum eingeben und dann das Land, wo du geboren bist oder sonst wo und kannst einfach mal die Entwicklung sehen an Punkten von Ernährung zum Beispiel oder Entwicklung von Demokratie, Bildung und so weiter. Kindersterblichkeit. Und das ist verrückt, wie viel besser wir an vielen Orten auch geworden sind, wo wirklich mehr Tolles entstanden ist. Allein schon bei der Kindersterblichkeit von 1950 bis 2017 ist um 87% in der ganzen Menschheit, von dem ganzen Globus zurückgegangen, dank neuer Medizin, dank neuem Wasser, frischem Wasser und so weiter und so fort. Es gibt wirklich gute Fortschritte auch, neben den dringenden und wichtigen Fragen, die uns eben auch beschäftigen. Aber das macht mir auch Lust auf Zukunft. Aber es ist nicht nur das Einzige, dass wir auch Fortschritte gemacht haben, wo mir Lust auf Zukunft macht, sondern ich bin zutiefst überzeugt davon, dass Gott ein Gott von der Zukunft ist. Ein Gott von der Zukunft ist. Man muss nicht nur daran erinnern, so als im Rückspiegel, sondern Gott von der Zukunft ist. Im ersten Teil der Bibel, im zweiten Buch Mose, wo Mose beauftragt wurde, das Volk Israel aus Ägypten, aus dieser Gefangenschaft herauszuführen, in ein neues Land zu bringen. Und der Mose, da steht ja, sagt ja, was soll ich denn sagen? Was soll ich zu meinem Volk hin, zum Pharao sagen? Wer hat mich denn geschickt? Und Gott sagt ihm, sag, ich bin der, ich werde sein, der ich sein werde. Futur. Er sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Das sagt Gott zu dem Mose. Sag das. Ich werde auch in Zukunft da sein. Mit mir ist in Zukunft zu rechnen. Ich werde dahin, wo wir gehen, da werde ich da sein.
als der Gott, der jetzt hier schon treu ist. Und Mose ist nicht richtig überzeugt davon und sagt, jo, aber warum sollte mir einer glauben? Warum sollte mir irgendeiner glauben, wenn ich da hingehe? Und Gott sagt, als einzige Antwort darauf, ich werde mit dir sein. Der auch in Zukunft da ist, sagt, ich bin bei dir. Ich bin auch in den Tagen bei dir. Und kann wirklich einen großen Unterschied machen. Die ganze Bibel, glaube ich, ist ein Buch von einer ganzen großen Erzählung von Gottes Geschichte mit uns Menschen. Das Riesenprojekt Menschheit. Und es kommt so viel Hoffnung in der ganzen Bibel vor, wie Gott mit den Ups und Downs mit uns Menschen weitergeht und immer wieder darauf eingeht und sagt, überraschenderweise, okay, probieren wir nochmal, gehen wir nochmal in eine andere Richtung. Ein Buch von der Hoffnung. Ein Buch von so viel Abenteuer, wo Menschen gemacht haben mit Gott, wo ich finde, außergewöhnlich finde, wo uns so Mut machen kann, auch in die Zukunft hineinzuschauen. Wir haben vor Jahren mal eine Predigtserie gemacht, Gott als Abenteurer hier. Und ich denke, das bringt so auf den Punkt, Gott ist wirklich abenteuerlich mit dir, mit uns, das ganze Kirche unterwegs, schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich weiß, auch das steht ein bisschen konträr in unserer momentanen, sage ich mal, Kultur oder Landschaft. Wir sind eher nicht nur als Abenteurer unterwegs, sondern wir haben eher so eine Vermeidungs- oder Warnkultur entwickelt in unserem Land. Ja, nicht überall aufpassen, überall gibt es irgendwelche Warnhinweise. Vorsicht, unterschiedliche Stufen, wenn du rausgehst, stoßt du nicht den Kopf an, ess die Verpackung nicht mit, was du gekauft hast und so weiter. 1000 Sachen, wo alles, ja, vermeiden, aufpassen. Einer meiner ersten Autos war ein Kadett A. Ja, kennt keiner von euch, weiß ich. Aber ein geiles Auto. Kadett A oder danach ein Audi 100, so eine ganz alte Karre. In den Handbüchern von den Autos, ich weiß nicht mehr, ob es ein Kadett oder Audi war, in den Handbüchern, da stand drin, wie man zum Beispiel einen Keilriemen wechselt oder wenn der gerissen ist, was man machen kann. Zum Beispiel, wenn du eine Freundin dabei hast, dann soll sie ihre Damenstrumpfhose ausziehen und dann kann man dann, ich mache weiter, bevor zu viel Kopfkino angeht. Ja? Oder eben die Ventile einstellen vom Auto. Da stand in einem Handbuch drin, wie man das macht, wenn die klappern. In den heutigen Handbüchern, in meinem Auto, wo ich jetzt war, da steht drin, trinken Sie bitte nicht die Batterieflüssigkeit, auch wenn Sie durstig sind. Also, denken Sie einfach, wir sind nicht weitergekommen, wir sind einfach verblödet. Ey. Das hat so wirklich was mit so einer Vermeidungskultur, wirklich Warnung- und Verhütungskultur. Der Ulrich Giesikus ist ein deutscher Psychologe, der hat letztes Jahr einen Eröffnungsvortrag gehalten auf einem großen Seelsorger- und Psychologen-Kongress in Deutschland. Das war das erste nach der Corona-Zeit wieder und hat einen Vortrag damit begonnen oder genannt, wenn Angst und Polarisierung auf Liebe und Hoffnung treffen. Wenn Angst und Polarisierung auf Liebe und Hoffnung treffen und macht ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, für eine von Gott inspirierte Zukunft, weil Gott ein Gott der Zukunft ist und weil Liebe und Hoffnung wirklich Antworten sind in unserer Zeit. Leute, ich wünsche mir, dass wir uns als ICF auch in Zukunft, dass wir weiter eine Kirche sind, die nicht problem-, sondern lösungsfokussiert ist. Dass wir jung und frisch im Geist bleiben. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Dass wir wirklich ein Haus der Hoffnung und Liebe weiter sind und von uns wirklich das ausgeht. Liebe und Hoffnung auch in Zeiten, wenn es spannend. Und wir keine Weltflucht betreiben, weil Gott kommt da vorne und lass uns egal. Nein, gerade deswegen packen wir an und schaffen eine Lösung hier, im Hier und Jetzt. Was geht? Manche Dinge gehen auch im Leben. Ich habe mich letzten Monat mehrmals damit beschäftigt und verschiedenste Sachen aufgeschrieben, was geht. Ich möchte nur 3 kurz rausgreifen. Einmal Menschen. Manchmal muss man sich von Menschen verabschieden. Manche Freundschaften gehen manchmal auseinander oder gehen unterschiedliche Wege und man ist nicht mehr miteinander unterwegs. Das passiert in Partnerschaften, aber auch sonst beruflich und sonst was. Du musst dich verabschieden. Ich habe mich von einigen Menschen schon mal verabschieden müssen, auch aus Freundschaften. Aber dann sterben auch Menschen. Von meiner Herkunftsfamilie ist keiner mehr da. Ich bin der Letzte, ich mache das Licht aus. Alle anderen sind schon gestorben. Und als Kirche erleben wir dann auch mehr und mehr, dass Leute ja auch sterben. Ja, unser Leben ist wirklich endlich. Was vergeht sonst? Träume, Illusionen. Manche Traum, manche Illusionen, wo man hat vielleicht von seinem eigenen guten Leben oder wie Kirche sein sollte oder wie Partnerschaften sein soll oder Gesundheit. Irgendwann muss ich vielleicht da und doch von den Dingen verabschieden. Das vergeht. Manchmal auch Strukturen, Formen, wo man denkt, wow, das ist der heiße Scheiß jetzt und was haben wir im ICF schon für tolle Strukturen immer gemacht und sagen, das ist jetzt der Hammer, da haben wir es jetzt wirklich gefunden. Ein Jahr, und dann haben wir es wieder anders gemacht. Was bleibt? Leute, der Gott, der damals dem Mose gesagt hat,
ich bin mit dir. Der ruft uns aus dem Neuen Testament, uns allen zu, als Kirche, aber auch einzeln. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Und Herr Jesus sagt mal in Matthäus, ich möchte das vorlesen, Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, Leute. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Mein Wort, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Und ein Wort, wo mir sehr am Herzen liegt, wo ich immer wieder auch sehr viel Hoffnung gibt für die Zukunft, ist aus Matthäus 16, wo Jesus sagt, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Tore des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Lest genau hin. Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Leute, Gott baut seine Kirche, nicht wir. Wir sind lebendige Steine, wir lassen uns zurichten, wir bringen unseren Anteil da hinein und lassen uns verbinden. Aber Gott ist der Garant dafür, dass die Kirche weitergeht. Gott ist der Garant für deinen Glauben. Vor 24,5 Jahren hat Gott ein geiles Projekt gestartet hier in Basel, ICF Basel. Nächstes Jahr feiern wir 25 Jahre. Gott ist der Garant dafür, nicht die Leute alle. Wir machen mit, wir geben unser Bestes. Aber Gott steht dafür, dass das auch zu Ende wirklich eine gute, sehr gute Sache wird. Und das beruhigt mich, wenn ich nach vorne schaue und sage, hey, das ist Gottes Werk. Er schaut dafür und an dem orientiere ich mich. Und dann entstehen wirklich auch ganz großartige Dinge, wo man sich darauf freuen kann. Sagt, wow, das bleibt mir in Erinnerung. Und eine Erinnerung möchte ich mit euch teilen, das ist der Recap von unserem Herbstcamp. Was für ein tolles Video
von dem guten Remo Kirchemann, da sitzt er. Geil, danke dir. Toll. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ihr Lieben, und jetzt darf ich euch bitte, nein, ich darf den geistlichen Rat bitte. Die kommen jetzt gleich nach vorne. Emanuel Gutknecht, Christina, Markus und Olli Blauenstein, wenn Sie jetzt gleich auf die Bühne kommen, dann gebt denen jetzt einen fetten Applaus, weil die werden euch dann mit hineinnehmen in den ganzen Prozess und sagen, wie was denn gelaufen ist. Hey, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Guten Abend zusammen. Ich bin eigentlich voller Freude, auch ein bisschen erschöpft, aber voller Freude, dass wir endlich heute Abend mit euch unsere Entscheidung feiern können, was da in den letzten Monaten gelaufen ist, der ganze Prozess von unserem Leadpastor, der jetzt also nicht jetzt, sondern nächstes Jahr in die Rente geht. Und da haben wir lange gearbeitet dran. Und heute Abend geht es jetzt um die Offizialisierung, was da auf uns zukommt. Wenn ich von wir rede ich vom Olli Blauenstein, von Markus Quenz, von der Christina Breggi und von mir selber. Wir sind im geistlichen Rat von Basel-Stadt, Basel-Land und Lörrach. Was ist jetzt der geistliche Rat? Der geistliche Rat wurde 2008 ins Leben gerufen, damit die Gesamtverantwortung der Church von unserer Gemeinde nicht auf eine Person nur ist, sondern auf einem Team, eigentlich 2 Teams, einen geistlichen Rat und ein Core-Team. Ein Team, was eher das Tagtägliche tut und ein Team, was eher strategisch unterwegs ist. Wenn man die Analogie nimmt von einem Wald, dann schaut das Core-Team für jeden Baum, für jeden Leiter, jeden Ministry, jeden Bereichsleiter. Sie schauen für den Gottesdienst etc. Wir als geistlichen Rat, wir schauen gar nicht auf jedem Detail. Wir haben mehr einen Schritt zurück gemacht und wir schauen uns den Wald an. Also die ganze Gemeinde. Sind wir gesund unterwegs? Sind wir in dem Auftrag unterwegs, welcher Gott uns gegeben hat? Oder machen wir alles, was cool wäre oder andere Church schon machen? Sieht man unseren Fokus in unserem Budget? Geben wir Manpower und Geld da aus, wo es uns auch wichtig ist? Solche Sachen schauen wir an. Und wir sagen es immer unter uns, wir sehen uns als Unterstützung und Rückenstützung vom Core-Team. Wirklich, wir sind da, um Ihnen zu helfen mit Rat und Tat, aber auch als Gegenüber. Der Leadpastor, der berichtet auch an uns und wir können auch ab und zu sehr kritisch sein und wir können kritisch nachfragen, wenn wir das Gefühl haben, dass irgendetwas nicht ganz so läuft, wie wir es als richtig sehen, und wir gehen auch ab und zu zusammen vor Gott, wenn wir nicht weiter wissen, zusammen. Ja. Das ist auch mehrmals passiert. Bei den Tätigkeiten vom geistlichen Rat, da gibt es mehrere. Das ganze Legale läuft bei uns, zum Beispiel GV, die ganze Budgetierung, die Lohn, ja, das Ganze, was legal ist und sehr, sehr interessant ist. Wir gehen auch in Fürbitte für unsere Church zusammen. Das ist auch eine Aufgabe, die wir sehr mit mehr Freude tun als das Legale zum Beispiel. Aber eine von unserer Grundtätigkeit ist eben, der Leadpastor zu ernennen. Also der Ralf damals und auch jetzt der Ersatz vom Ralf, wenn er dann nicht mehr da ist. Und deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht von mehrere Monate, eigentlich Jahren schon, als er zu uns gekommen ist und hat gesagt, er nimmt jetzt doch die Rente und bleibt nicht für immer. Wir waren sehr überrascht. Nee. Ja. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Wie haben wir das getan? Eigentlich haben wir eine ganze Liste von Fähigkeiten, Tätigkeiten, Kompetenzen zusammengestellt und die haben wir filtriert durch 3 Filtern, 3 Brillen. Die erste Brille ist, ja, was
braucht bei uns eine Hauptleitung, was auch immer passiert. Also die Umstände können sein, was auch immer, ist nicht wichtig. Was braucht eine Hauptleitung? Ich nehme ein Beispiel. Für uns ist es much entscheidend, dass unsere Hauptleitung, dass unser Leadpastor eine leidenschaftliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Das ist nicht negoziabel. Eine andere Brille, die wir getragen haben, ist, ja, was braucht jetzt unsere Hauptleitung, was braucht unser Leadpastor für die Zeit, in welcher wir drin sind und die nächste Zeit, die auf uns zukommt. Wir kommen aus einer Covid-Krise, unsere Gesellschaft hat sich extrem verändert und wir haben auch Veränderungen in unserer Church wahrgenommen. Wir haben sehr viele Bereichsleiter, die gewechselt haben, Ministry-Leiters, die gewechselt haben. Und wir haben eine neue Generation, ein Großteil ist heute Abend da, die aufsteht und jetzt Verantwortung auch übernimmt. Und was braucht jetzt eine Hauptleitung dafür? Das war die zweite Brille. Und die dritte Brille, das war die Brille von unserer Strategie. Wir haben eine Strategie, die wir in 2020 ausgerufen haben über das ICF, und zwar das Lukas 4. Wir wollen mehr gute Botschaft für Arme, mehr Heilung für Zerbrochene, mehr Freiheit für Unterdrückte, mehr Sehkraft für Blinde und dies für jede Generation im Dreiländereck. Das wollen wir sehen. Das wollen wir sehen. Und was braucht jetzt die Hauptleitung dafür? Was braucht es für Fähigkeiten, Kompetenzen? Und das ergab ein Profil. Und dann haben wir mit dem Profil sind wir wieder in der Runde gegangen, haben uns gefragt, ja, sind wir richtig aufgestellt? Ist unsere Struktur noch richtig? Und dann haben wir eine neue Struktur ins Leben gerufen, dass, wenn ich wieder die Analogie vom Baum nehme, wir haben entschieden, dass wir einen Lead Pastor brauchen, aber auch zusammen mit einem Executive Pastor in einem Team. Und zwar 2 Leute mit 2 Fokus, die uns sehr wichtig sind. Der Lead Pastor, der bleibt in der Hauptverantwortung und der ist verantwortlich und wird sich fokussieren auf unseren Wurzeln. Sind wir verwurzelt in Jesus Christus? Das muss bleiben. Sind wir auch in der Vision vom ICF Movement verwurzelt? Wir sind Teil von dieser Familie. Sind wir gesund? Der gesunden Stamm. Und er wird auch die ganze Theologie unter sich haben mit der Predigtserie etc. Er wird auch den Fokus haben auf das ganze Sehen. Wir wollen ja weiter sehen und weiter ernten. Das ist ein Fokus, der sehr wichtig ist. Aber wir wollen den zweiten Fokus nicht vernachlässigen, weil der auch so wichtig ist, und zwar die Reichweite. Das läuft beim Executive Pastor. Die Reichweite, die Wirkung von uns als Church, aber auch von uns als Christen. Wenn wir Jesus Christus folgen, dann muss das einen Impact haben auf unserem Leben, aber auch auf unserem Umfeld. Das muss uns verändern. Und das muss unser Umfeld verändern. Und unsere Ministry, unsere Church, die muss einen Unterschied tun mit was wir machen. Und wir wollen beide Fokus haben. Und deshalb haben wir uns auch für dieses Team auch entschieden. Jetzt, nachdem wir die Struktur hatten, haben wir auch Leute angefragt. Surprise, surprise. Wir haben uns entschieden, dass wir den Matthias Saladin als Leadpastor berufen vom ICF Basel, Baselland und Lörrach, und der Dani Lieb als Executive Pastor von Basel, Baselland und Lörrach. Jetzt kannst du klatschen. Komm kurz auf die Bühne. Also eigentlich noch viel mehr sollten wir uns freuen, nicht, dass wir sie ernannt haben,
sondern dass die beiden Ja gesagt haben. Dafür müsst ihr klatschen. Weil es nicht selbstverständlich ist, dass du, Matthias, und du, Dani, euch bereit erklärt habt, den weiteren Schritt zu machen, noch mehr Verantwortung zu tragen, zusammen und uns alle zu leiten. Und ich bin Gott dankbar, dass ihr Ja gesagt habt. Könnt ihr bitte aufbringen? Genau. Also sie werden als Team uns leiten, alle Location, also alle Bereiche. Wir alle in der Church. Der Matthias wird die Hauptverantwortung haben und der Dani wird an ihm berichten. Der Matthias berichtet am Geistlichen Rat. Und ja, zusammen werden wir die nächsten Schritte gehen als Church. Und bevor ich und den Geistlichen Rat unseren Herz teilen, warum wir so gepumpt sind auf diese beiden Männer und ihre Frau, weil sie ja nicht alleine unterwegs sind, will ich aber kurz die Timeline mit euch teilen, die nächsten Schritte für 2024. Nächste Woche werden wir als Geistlichen Rat mit dem Core-Team zusammen in den Locations sein, also in Lörrach und in Basel-Land, um da auch Fragen zu beantworten. Wenn es Fragen gibt, wir werden auch nach dem Gottesdienst da sein, wenn es Fragen gibt. Aber wir haben 3 wichtige Termine. Save the date. Das Wichtigste ist der 19. Mai. 19. Mai ist Pfingsten, das ist schon mal wichtig. Und dann kommt das Pfingsten im 2024, da feiern wir 25 Jahre ICF Basel. Also save the date. Was dazu kommt, ist, dass wir dann auch den Wechsel machen werden von unserem Hauptleiter, der Ralf, zum Dani, zum Matthias. Also, save the date. Nach Pfingsten wird dann der Ralf, der liebe Ralf, sich zurückziehen für 5-6 Monate. Und dann kommt er, also wir werden ihn dann auch einige Monate nicht mehr sehen. Und dann kommt er zurück als normaler Kirchengänger, wie wir alle. Und ab mit dir, ja, Irene. Und also nach Pfingsten ist dann der Matthias als Leadpastor bei uns und der Dani als Executive Pastor. Noch 2 weitere wichtige Termine und das betrifft die Location Lörrach und Basel-Land. Wir sind aktiv auf der Suche nach neuen Location-Pastoren. Da schauen wir uns auch die Struktur an. Die Locations sind ja auch nicht mehr so jung. Wir haben eine, die 5 Jahre alt ist, die andere 10 Jahre alt. Da müssen wir uns auch fragen, ja, was braucht es jetzt da? Und wir planen da den neuen Location-Pastor oder die Pastorin in Basel-Land im Juni einzusetzen und im Oktober in Lörrach. Bis dann bleiben der Dani und der Matthias in der Verantwortung jeweils für ihre Location. So, das war's von meiner Seite und jetzt wollen wir aber noch mit euch wirklich unseren Herz teilen. Warum freuen wir uns auf den Matthias? Warum freuen wir uns auf den Dani? Warum freuen wir uns auf die Maike und auf die Marissa? Es kommt gut. Christina, warum freust du dich? So, good evening. I am particularly excited about the specific calling that both Matthias and Danny have over their lives. Ich bin besonders begeistert über die spezifische Berufung über dem Leben von Matthias und von Dani. And it is a calling that is not just theirs alone, but it's a calling that their wives share with them. Und es ist keine Berufung, die jetzt spezifisch nur für Matthias und Dani ist, sondern im Zusammenhang mit ihren jeweiligen Partnerinnen. They're like 2 spiritual power couples. 2 geistliche Kraftbrocken. And you know, not every time, but often when I speak with Matthias, Oft, wenn ich dann mit Matthias mich unterhalte,
when he speaks about Jesus, Wenn er über Jesus spricht, he gets these glänzende Äugli. das muss ich nicht übersetzen. And because his heart burns for evangelism. Sein Herz brennt für Evangelisation. And that really excites me. Und das begeistert mich unglaublich. And when you talk to Danny, Und wenn ich mich mit Dani unterhalte, you can never get a sentence in without him talking about Kirche bauen, in jedem Satz kommt Kirche bauen vor. right? And he is really passionate with Mikey about, discipleship and seeing people's lives transformed and becoming more like Jesus. Und zusammen mit Maike ist er so leidenschaftlich, wenn es darum geht zu sehen, wie Menschen sich Menschen ihre Leben verändern und Jesus ähnlicher werden. And that really excites me. Und das begeistert mich unglaublich. And now, Ollie, I know there's not a lot that excites you. It's really hard to get you super excited. But what excites you? Okay, thank you. Dankeschön. Ja, You're welcome. ja das ist so. Ich bin nicht so der emotionale Typ, ich bin eher technisch veranlagt. Und deshalb möchte ich euch auch ein paar technische Details von unseren neuen Pastoren weitergeben. Quasi die Benchmarks, was die heute schon erfüllen. Genau. Matthias. Matthias hat 2 Jahre lang am Hillsong College in Australien studiert und danach 8 Jahre an der Uni Basel Theologie studiert und das Studium mit einem Master abgeschlossen. Du hast mir nach dem Morgengottesdienst erklärt, warum dass man 8 Jahre braucht für ein Theologiestudium und die Erklärung war zufriedenstellend. Ja. Ich kann das kurz in Kontext stellen. Und zwar vor 11 Jahren, da haben wir als geistlicher Rat den Matthias berufen, das ICF Basel anzuleiten. Damals ist Manuel zu uns gekommen und hat gesagt, hey, schaut mal, dieser 22-jährige Junge, der wirklich sehr jung war damals, das kann ich euch versichern, der bringt das, der kann diese Kirche leiten. Und das war damals wirklich ein Riesenschritt, ihn da nach Sissach in die Höhle der Löwen zu werfen und zu schauen, ob er das überlebt. Und ich kann euch sagen, er hat das nicht nur überlebt, er hat sich den Respekt der Baselbieter erarbeitet und glaubt nicht nur der Baselbieter, auch der Rest der Gemeinde ist nicht unzufrieden mit ihm. Ja. Dani habe ich schon als Jugendlicher kennengelernt hier auf der Bühne im ICF. Er hat früher Piano gespielt, das ist, glaube ich, meine erste Erinnerung an dich, oder als Road, ich weiß nicht mehr ganz genau. Er war eigentlich schon ewig da im ICF dabei. Und nach seiner Hochzeit mit Maike sind sie nach München gezogen, wo er dann als Worshipleiter tätig war. Und wieder, als wir uns dann entschieden haben, ICF Lörrach zu gründen, da haben wir uns überlegt, wen sollen wir in die Leitung berufen, um diese Kirche zu leiten. Und damals hat Emanuel dann der Maike angerufen und hat sie gefragt, ob sie beide aus München zurückkommen möchten und hier in Lörrach die Kirche zu leiten und zu führen. Und ich bin mega froh, dass ihr da aus der Großstadt zurück in die Provinz gekommen seid, dem Ruf gefolgt seid und das ICF Lörrach gegründet und aufgebaut habt. Das war eine harte Arbeit und das war eine riesige Leistung, von der ich sehr begeistert bin, das heute zu sehen. Ich möchte das ein bisschen im Kontext sehen. Also stellt euch mal vor, ich schaue ein Foto an von den beiden. Hier, die stehen jetzt hier vor mir und ich mache ein Foto, schaue die beiden an. Jetzt haben wir ein paar Details gesehen. Sie lächeln, sie haben den Bauch eingezogen. Ja, es sieht gut aus. Aber nach ein paar Minuten, dann fängt man an, den Hintergrund zu betrachten von dieser Foto.
Und dann fallen ein paar Dinge auf. Und zwar sieht man, hinter den beiden steht so irgendwie so eine goldene Kuppel, sehe ich da. Und beim näheren Betrachten, dann stellt sich heraus, hey, das ist der Ralf. Das ist der Ralf, der steht hinter den beiden. Der hat sie nämlich gecoacht, den Matthias seit 8 Jahren oder 11 Jahren sogar im ICF Basel-Land und den Matthias 6 Jahre lang im ICF Lörrach. Und der hat die Bahn bereitet über viele, viele Jahre Coaching, damit die beiden so weit gekommen sind. Und da möchte ich eigentlich Danke sagen, Ralf, dass du das möglich gemacht hast, weil wir haben sie nur eingestellt, aber du hast du hast aus den Jungs Männer gemacht. Danke, Ralf. Aber das ist noch nicht alles. Okay, da gibt es noch mehr, wie man so schön sagt, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Noch stärker, danke Marisa, merci für die Korrektur. Ja, das stimmt leider nicht in jedem Fall, aber in dem Fall stimmt es. Ja, bei mir stimmt es auch, ja. Nicht nur bei der Wahl vom Arbeitsplatz haben die beiden eine gute Wahl getroffen, sondern auch bei der Wahl ihrer Ehefrauen haben die eine gute Wahl getroffen. Weil die haben beide eine extrem starke Frau gefunden, die mit ihnen die Vision teilt und die seit Jahren an ihrer Seite stehen. Und ja, ohne eure Frauen hättet ihr den Job so nicht machen können. Das muss auch mal gesagt werden. Also, ja. Marisa, du bist vor 12 Jahren ins ICF gekommen. Du hast am Anfang im Barteam mitgemacht. Dann bist du zusammen mit Matthias in ICF Basel-Land gezogen und hast eigentlich alles dort gemacht. Du hast Fitness-Events organisiert. Ich habe leider nie davon gehört, sonst wäre ich vielleicht auch gekommen, aber oh, es ist so weit weg, ja. Geistliche Rotsitzung, sorry. Du hast im Deko-Team mitgearbeitet, als Small Group Leiterin und auch als Predigerin. Marisas Fingerabdrücke lassen sich im ICF Basel-Land überall finden. Du bist auch im ICF fest angestellt, Teilzeit, und bist zuständig für Human Resources, fürs Controlling, für die Administration und du führst die Buchhaltung von ICF Lörrach. Maike ist seit 13 Jahren im ICF Basel und hat schon im Kinderexpress meine Kinder gehütet, als die noch klein waren. Und wurdest später auch als Co-Leiterin im Kinderexpress eingestellt und hast auch während deinem Studium danach weiter im ICF mitgearbeitet. Dann bist du mit Dani zusammen nach München gezogen und hast dort aktiv im Kids-Team mitgemacht. Und dann schlussendlich wieder halt auf den Ruf, ihr seid unserem Ruf gefolgt und zusammen wieder zurückgekommen. Und wir schätzen das enorm, euch 4 hier zu haben. Ja, mit Mats und mit Dani haben wir wirklich sehr erfahrene Leiter, sehr praktisch erfahrene Hands-on-Leiter. Heute Morgen haben wir sogar Dani beobachtet, wie er den Boden schrubbt. Ich glaube, das möchten wir nicht mehr sehen, oder? Vielleicht ist jemand bereit, der das für ihn dann übernimmt. Meldet euch bitte. Aber mit Mats und Dani haben wir Leiter, denen der Mensch wichtig ist und denen Gottes Reich wichtig ist. Und ich denke, alle, die sie kennen, etwas näher kennen, können das sehr gut bestätigen. Hier im Raum, auf dem Stream. Wir haben so viele Leute, die das schon erlebt haben und froh sind darum, um euch beide. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, geht mal auf sie zu, habt eine Konversation mit ihnen, sprecht sie darauf an, warum sie Leiter sind, warum sie das machen, was sie machen. Und bei Mats werdet ihr wahrscheinlich ziemlich bald mal hören, dass er über Gottes Treue anfängt zu sprechen. 10 Jahre ICF Basel-Land, Ups and Downs, es gab viele Herausforderungen, viel Schönes. Das ICF
hat vielleicht mit 30 Leuten angefangen. Mittlerweile sind es über 100, 150 manchmal mit den Kindern zusammen. Das ist eine unglaubliche Reise. Wir haben viele Bekehrungen gesehen, wir haben Taufen gesehen, wir sehen, wie Leute mit anpacken und das ICF noch weiter wachsen lassen. Das ist unglaublich schön und das ist auch das, was Matthias immer wieder begeistert, wenn er über seine Zeit von ICF Basel spricht. Und auch bei Dani, ich weiß nicht, ob ihr das im Video gesehen habt, sein Gesicht im Wasser bei den Taufen, das Strahlen auf seinem Gesicht. Nicht nur bei den Täuflingen, das hat mich damals im Camp schon so fasziniert, aber jetzt im Video, wenn ich Danis Gesicht anschaue, wenn er sieht, wie sich Menschenleben verändern durch eine Taufe, wenn Menschen ein neues Leben anfangen, wenn Menschen ihr altes Leben auf den Kopf stellen und mit Gott gehen wollen und ein heiles Leben führen können, das ist das, was Danis Herz hochschlagen lässt. Und das ist auch das, was mich begeistert, wenn ich an die zwei Herren denke, mit ihren Partnerinnen zusammen. Amazing. Vielen Dank. Mich begeistert auch der Werdegang im ICF. Ich finde es faszinierend und eigentlich ein Zeichen von Gottes Segen, wenn ich sehe, dass zum Beispiel der Matthias von 15 Jahren da eingeladen wurde, dann gleich angefangen hat mit Volunteering da und hier und also bei Multimedia hat er ja angefangen, nur so nebenbei und dann schnell Praktikas gemacht hat bei uns und 15 Jahre später unseren neuen Leadpastor wird. Und genau dasselbe hat der Dani erlebt. Der ist auch 2005 zu uns gekommen, hat alle möglichen Ministries durchgegangen als Volunteer und ist dann als Location Pastor zurückgekommen aus München und wird heute Executive Pastor. Also man kann im ICF anfangen, sein Leben Gott geben, heiraten, Kinder bekommen, das haben wir gelernt, aber man kann auch im ICF als Jugendliche reinkommen und erwachsen werden und Verantwortung nehmen und wir geben die Verantwortung auch. Und das fasziniert mich. Das fasziniert mich extrem an eurem Werdegang und eure Frauen haben genau denselben. Ihr seid auch als Volunteer reingekommen und wurdet angestellt und das ist beeindruckend. Und noch viel mehr für mich, wenn ich auch denke an eure Zusammenarbeit mit der jüngeren Generation und mit der älteren Generation, nicht so alt, aber ältere, das ist für mich ein Zeichen von Gottes Reich, wenn die Generationen zusammenarbeiten, Hand in Hand. Und das fasziniert mich. Ich bin so gepumpt. Ich bin so gepumpt. Gott ist so gut. Ja, Markus? Ein Wort zur Strategie noch. Man Ja. kann nicht genug darüber sprechen. Ja. Es wurde schon mal erwähnt, 4 mehr. Und das hat nichts mit dem Meer von Südfrankreich zu tun, sondern mehr mit H. Wir wollen mehr. Mehr gute Nachricht. Wir wollen mehr Freiheit. Wir wollen mehr Heilung. Und wir wollen mehr, dass wir das Blinde wieder sehen werden. Und das ist uns wichtig. Das wurde am 20-Jährigen, es fühlt sich an wie gerade erst, aber wer war dabei? Christina stand auch an einer Ecke, da hinten glaube ich. Du hast über deine Arbeit mit Meller gesprochen. Wunderbare Strategie und die ist in unserem Herzen und wir wollen das wahrscheinlich über viele, viele Jahre uns nach dieser Strategie ausrichten. Letztes Jahr waren wir an einer Retrette mit Matthias und mit Dani, wo sie uns erläutert haben, was für sie diese Strategie bedeutet und wie sie diese Strategie mit Leben füllen wollen. Und das war so schön zu sehen, wie ihr Herz für diese 4 Mehrs schlägt. Und wir werden noch vieles erleben, was dort passiert in diesen 4 Dimensionen. Und ich bin sehr gespannt. Matthias hat ein Paper geschrieben darüber und du wirst da noch etwas dazu sagen. Yes, I will. So if you don't mind coming with me over here. Meine Übersetzung ist ein bisschen Freestyle, Absolutely. nicht Wort für Because we're Wort. cool that way.
So, you know, we've spoken for about 15 minutes about why we, as the Geistlicher Rat, are so excited about this leadership transition. Wir haben circa 15 Minuten darüber gesprochen, warum wir begeistert sind über diesen ganzen Wechsel. But the most important question remains, why should you be excited about this leadership transition? Aber viel wichtiger noch ist, warum solltet ihr alle begeistert sein über diese ganze neue Entwicklung? Why should all of us have Lust auf Zukunft, like Ralph was talking about? Warum sollten wir alle diese Lust auf Zukunft haben? Let me tell you. Jetzt hört ihr es. Because we remain a church that is committed to seeing God do more in us and through us. Wir bleiben eine Kirche, die uns dafür einsetzt, um mehr von ihm zu sehen Yeah, und dass er mehr durch uns tun kann. exactly. And through him, we will proclaim more good news to the poor. Und durch ihn werden wir noch mehr gute Nachricht für die Armen proklamieren. We will serve more people practically with the love of Christ that he's given us so generously. Und durch die Kraft, durch die Liebe des Geistes Gottes, die wir empfangen haben, können wir anderen dienen, den Armen dienen. And what will that look like? Und wie kann das aussehen? We will fill bellies. Wir werden Bäuche füllen. We will open our wallets when people are in financial need. Wir werden unsere Portemonnaies öffnen oder vielleicht Twint klicken. We will give people shelter. Wir werden Schutz bieten. We will give people comfort who are lonely or suffering. Wir werden Leuten, unseren Freunden, die leiden oder einsam sind, Schutz bieten. And most importantly, we will stay and remain beside those who are suffering in their darkest hours and pray for them and support them and hold them. Und das Allerwichtigste, in diesen dunklen Zeiten stehen wir neben unseren Freunden, um sie zu unterstützen und für sie da zu sein. And I got good news for you. Es gibt gute Nachricht. God will work wonders through our service in his name. Gott wirkt Wunder durch uns in seinem Namen. And we will maybe see the local authorities relying on us as indispensable partners as they try to serve the needs of the community. Und sogar Behörden werden auf uns schauen und uns als unverzichtbare Gemeinde ansehen, wenn es darum geht, diesen Gruppen zu helfen. And we will live and give people the hope that they so desperately need now. Und wir wollen diesen Leuten die Hoffnung geben, die sie so verzweifelt benötigen, jetzt in diesem Moment. Can I get an amen? Thank you. Amen. We will also communicate the love of Jesus to more people so that they can be transformed by it. Und wir wollen, what do we communicate? The love of The Jesus. love of Jesus. Genau, das andere dritte Morgen ist schon falsch. Die Liebe von Jesus möchten wir noch weitergeben, damit sie noch viel größere Kreise ziehen kann. And people from all walks of life will see the holiness, the beauty, the power, and the love of Jesus and want to get to know him for themselves. Now you lost me. Genau. Und Leute von allen Bereichen aus unserem Leben, allen sozialen Schichten sollen sehen, wie durch die Schönheit und die Heiligkeit und die Autorität und Liebe von Jesus sie verändert werden können. In our gatherings, when we meet, if we're meeting one-on-one or in a really big party, we'll be so full of the Holy Spirit. Und egal, ob wir im kleinen oder im großen Rahmen zusammenkommen, werden wir erleben, wie wir gefüllt sind durch Gottes Geist. And it'll be so full of the Holy Spirit that people will come in streams to us because they know here we can find Jesus. Und Leute werden hineinströmen im Wissen,
dass Gottes Geist hier ist und uns erfüllt. And we will see more people set free from what harms them and what burdens them. Und wir werden sehen, wie Leute freigesetzt werden von Dingen, die sie belasten und binden. We, as a church, we will actively seek out God's love and live out God's love. Wir wollen als Gemeinde Gottes Liebe suchen und auch weitertragen, So that more people who are sick or who are suffering will see the love of God and experience healing. und wir glauben daran, dass Leute, die krank sind, die leiden, Gottes heilende Wirkung, Gottes heilende Kraft erleben können am eigenen Körper. And more people who are broken and living in the worst possible situation can find comfort. Und Leute, die zerbrochen sind, am tiefsten Punkt ihres Lebens sind, werden Trost finden. Because when God works in us and through us, burdens fall away. Und wenn Gott in uns ist und durch uns wirkt, können diese Lasten abfallen. You know, whether they be mental burdens, spiritual burdens, or physical burdens, they will be replaced by freedom, by love, and by joy. Und was auch immer für Lasten es sind, psychische Lasten, körperliche Lasten, sie werden wegfallen wegen replaced, die werden ersetzt durch Freude und Freiheit und Frieden. And finally, we will equip more people and send them out into the world in every sphere of society to build His kingdom. Und ein weiterer Wunsch ist, dass wir die Leute hier aussenden können in alle Bereiche unserer Gesellschaft, um genau dies zu tun. And this church, whether you're in Baselland, in Basel, or in Lörrach, in this church, you will know your calling from God. Und in unserer Kirche, egal ob hier in der Stadt, Baselland, in Lörrach, wir werden alle unsere Berufung spüren, erleben und ausleben können. And we will be grounded in our faith and growing. Und wir sind fundiert in unserem Glauben und werden weiter wachsen. And we will be faithful in our discipleship. Wir werden in unserer Jüngerschaft, Matthias Lieblingsthema, Ja. fest sein. And we will be active in our service. Und wir werden aktiv sein in diesem genauen Dienst. And in the paper that Matthias wrote about this topic, Und in dem Paper, das Matthias zusammengefasst hat, he said, the church will see its success not only in how well it gathers people together, but in how well it sends them back out. und in diesem Paper, das er geschrieben hat, wird erklärt, dass das Erfolg nicht sich dadurch definiert, wie viele Leute hier in diesen Saal hereinkommen, sondern vor allem, wie viele Leute hinausgehen mit dieser guten Botschaft. So guys, when I look at that slide there, I get really excited. Und wenn ich diese Slide anschaue, dann bin ich super excited. And this is personal for all of us, right? Und das gilt für alle von uns. Right? And I am so happy that we get to do this with these two guys. Und ich bin so begeistert, dass wir das mit Ihnen zwei machen dürfen. But honestly, I'm even happier that we get to do this with you. Aber ich bin noch viel glücklicher, das mit euch allen tun zu dürfen. Und euch. So this is why you should have Lust auf Zukunft. Und darum sollten wir alle Lust auf Zukunft haben. Come on, Church, lass uns aufstehen zusammen. Weil die Christina hat es richtig gesagt, dieses mehr, das wird nicht der Matthias, der Dani mit der Maike und die Marissa tun. Das werden wir alle tun. Und lass uns das zusammen aussprechen. Lukas 4 zusammen. Wir brauchen dafür den Slide. Als Gebet auch, das ist unser Ziel.
für die nächsten Jahre. Also lass es zusammen aussprechen als unser Gebet. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückte, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Come on!